Moin, liebe Lüd. Die Geschichte, die ich für you utsucht habe, ist eine Geschichte, ja, als ich die das erste Mal lesen habe, da habe ich gedacht, was eine schöne Sorge. Und seitdem ist das meine allerliebste Weihnachtsgeschichte. Und die will ich you nun vorlesen. Wenn der Weihnachtsbaum vertellen kann. Liebe Lüd, habt ihr mal darüber nachgedacht, wo lang das eigentlich dauert, bis ut so ein ganz lütten Dannbaum ein örnigen Weihnachtsbaum ward? Nee, na, dann will ich das nun mal verkloren. So lange Jahren dauert das gewiss, bis man to die das erste Mal Weihnachtsbaum secht. So wär das auch bei mir. Bin nur 8 Jahre alt und steh hier mit einem ganzen Haufen Kollegen auf so ein großes Feld, 30 Kilometer von Hamburg weg. Ein golden Tag, das wären wohl so 4 Wegen für Weihnachten, käme der Besitzer mit einem Weihnachtsbaumhändler bei uns auf den Acker an. Die beiden habt uns erstmal richtig unter der Lupe genommen und dabei immer bloß von Geld schnappt. Der Besitzer mögt den Händler klar, dass er nicht bloß alle besten Böhm kriegen kann. Nee, er müsst auch so nehmen als den da. Und dabei wies er mit den Finger just auf mich. Das Schönste, wer ich wiss nicht. Nee, das kann ich selten sehen, dass meine Kollegen um mich rum viel besser wussten wären als ich. Aber warum schuldet nicht auch mit meinem schäben Stamm einen schönen Weihnachtsbaum aufgeben? Manchmal kommt das doch bloß auf das Schmücken an. Oder ist das bei den Menschen nicht just auch so? 2 Tage later kam der Händler mit ein paar Südwetter. Sie hat uns einfach mit einem Schabelsauch eben über die Ehr abschneiden. Marken der mir doch nicht viel von, wegens wie diese Tief Winterschluck hört. Dann hat sie bei uns einen großen LKW stoppelt und nach Hamburg führt. Da stünden wir auf unseren Stand, jeden ein von uns kriegt ein lüttes Preisschild in der Spitze und müssen wie in der Kühl auf unsere Kälber töten. Mi Kollegen gingen weg wie warme Semmeln. Mi aber, mi wohl kein ein haben. Jeder, der mi antworten oder bekicken de, hal wat an mi utosetten. Der eine mein, ich wär to krumm wussen. Der andere mein, ich wär to breit. Der dritte mein, durch fehlen paar Twiegen. Aber über ein Teil wären sie sich alle einig. Ich wär für dat, was ich vorzeigen de, viel zu teuer. Also wenn ich schnacken kann, habe ich die Lüd dat wohl verklort. Dat sie mir meist doch all und nie, wenn er ute Stuf set und da das dann ja wohl nicht so genau ab ankommt, ob ich nur nun paar Twiege mehr hef oder nicht. Aber schnacken kann ich ja nicht. Ich muss mir eins gefallen lassen, was sie über mich singen den. Langsam wird immer trauriger. 3 Tage für Weihnachten habe ich dann aber doch noch meinen Köber gefunden. Da kam ein junges Ehepaar mit 2 lütte Kindern. Der Vater sagt zu ihm, nun sagt Juchmann ein Weihnachtsbaum an Sölmut. Die beiden werden sich nun korretit einig und föten just mi so liesen wie die Twiegen an. Der Händler kriegt sein Geld und dann nehmen sie mir mit nach Hus. Junge, heft ich mi freut. Denn da verhüllig Abend hätte Vater mir erstmal ob so einen örnigen Fout stellt. Was ich man ja nicht kippen de.
Und dann krieg ich den schönsten Platz in der goldenen Stufe. Na, und dann hab sie mich mit allem Mann schwört. Da haben die Hut putzt von der Schäbe, wär nix, aber rein gar nix mehr zu sehen. Das könnt ihr mit löben. So einen ganzen schönen Weihnachtsbaum haben sie mit mir gemacht. Und ich wär ballig froh und blöf man bloß nicht, dass vielleicht ein von meinen anderen Kollegen einen schöneren Weihnachten verlebt hat als ich. Natur bleibt eben Natur. Da muss man ab und zu mal über nachdenken, wenn man einen Weihnachtsbaum köpen deit. Und dann gibt es auch noch Lüd, die könnt ut wat Schäbes noch wat Schönes mocken. Und dat hat süß mi am dollsten Freud. Dat liegt ja auf der Hand. Oder wat meint sie da drauf? Ja.